10% von der Weltbevölkerung sind für Teilchen vom gesamten lebensstilbedingten CO2-Ausstoß verantwortlich. Auch hier zu Lützeburg verbrauchen die Reich mehr CO2 wie die Armen. An einem großen Haus zu wohnen, mit einer Schwemme, mit einer Sauna, mit einem dicken Auto durch die Gegend zu fahren, mit dem Flieger, mit dem Privatjet zu fliegen, das ist ein Choix. Ein Choix, den ihr machen kann, wenn ihr sich es leisten kann. Ein Lifestyle, der viel Emissionen produziert. Die Armen haben die Choix nicht, aber sie drohen Konsequenzen. Können wir tolerieren, dass die mehr Geld tun, auch mehr Emissionen produzieren? Für allem, wenn wir wissen, dass die Armen mehr stark unter den Folgen vom Klimawandel werden leiden wie die Reichen. Können wir tolerieren, dass Leute mit einem dicken Portemonnaie sich Autos kaufen, die überdimensional groß und überdimensional motorisiert sind, just für ihren Reichtum zur Schau zu stellen? Können wir tolerieren, dass die Reichen mit einem Privatjet fliegen, sich überdimensioniert Häuser bauen und dann aber gleichzeitig von den anderen verlangen, sie sollen nicht mehr mit dem Flieger an Vakanz fliegen, die Heizung aufstellen, mit dem Velo auf die Arbeit fahren, für das Klima zu schützen. Wie Klimaschutz fordert, muss auch Klimagerechtigkeit durchsetzen. Eine CO2-Steuer als nächster Schritt in die richtige Richtung. Sozial gerecht ist die Steuer aber just, wenn sie mit dem Klimabürgergeld kombiniert, das auch Leute kriegen, die keine Steuern bezahlen. Steuerkredite sind keine Lösung für die armen Leute. Klimagerechtigkeit ist, weil jeder dieselbe Quantität an CO2 ausstoßen darf, unabhängig von seinem sozioökonomischen Status. Was wir brauchen, also eine Pro-Kap-Gerechtigkeit, an der jeder das gleiche Recht hat, einen Teil von der Atmosphäre für seinen CO2-Ausstoß zu nutzen. Das kann für Privatleute gelten oder auch für ganz Länder wie Lützeburg. Eine wirklich gerechte Transition funktioniert just über den individuellen Kohlenstoffbudget. An dem Modell kriegt all Bürger eine bestimmte Quantität CO2 attribuiert, die ihn ausstoßen darf. Aber wenn den CO2 für eine bestimmte Periode verbraucht ist, da gibt es kein Fliegerticket mehr. Und da gibt es doch kein Benzin mehr auf der Tankstelle, dann ist es fertig. Egal, wie viel Suen noch am Portemonnaie sind. Technisch gesehen ist das heute durchaus möglich, so ein System en place zu setzen. Auch für die Länder ist es längst ausgerechnet. Für an der Grenze vom 1,5 Grad Szenario zu bleiben, was als Regierung zu Paris unterschrieben hat, kann Lützeburg nach knapp 7 Jahren lang CO2-Emissionen ausstoßen, so wie sie traut möchte. Wir wollen uns aber nach bis 2050 Zeit lassen, für klimaneutral zu gehen. Wie will dir sicherstellen, dass die Dekarbonisierung von unserer Gesellschaft und unserer Wirtschaft nicht auf Kosten von denen Ärmsten geht und dass die Reichen sich nicht einfach herauskaufen können?